E ganz schöne gute Mittag für den letzte große feierliche Rendezvous op Nationalfeiertag 2023 oder Großherzogs Geburtstag, wie ihr auch noch immer gerne seht. Der Rendezvous, der das den aus der Kathedral, wie der Heilo schon gesehen, die schon gut gefällt ist, geht schon ein paar Minuten las für den Tedeum beim Raste George Hellinghausen. Guten Mittag, Herr Hellinghausen. Guten Mittag, Madame Krämer, an direkt Felicitationen für eine Dekoration, die der Morgen an der Philharmonie vom Grand Duc Kritut für Verdienste. Ich meine, ich darf am Namen von den Telespectateuren so bravo. Vielmals, merci, das ist ganz lieb. Da kommen wir aber bei den Tedeum. Ja, am Funkel seht ihr, das ist ein bisschen ein klassischen Auflauf. Man kennt denen das all Jahr selwicht, aber das wird immer variiert, das natürlich das wird ein musikalische Programm ist. Wie gesagt, den dann haut aus? Nun, es sind die Letzteburger an international Komponisten, die dort zu Ehre kommen, wie das am Fong Ball all Jahr ist. Als Letzteburger sind wir genannt, den Jean-Paul Majerus, den Fernand Mertens, den Carlo Hommel, freieren Domorganist, den das Jahr 70 Jahre gekriegt hat, aber schon 2006 viel zu früh verstorben ist. Und dann natürlich den Jean-Antoine Zinnen, Komponist von der Hemicht. Bei denen internationale Gräste sind den Gabriel Fauré, Flore Peters, Colin Morby und Theodore Dubois. Also alles Vertreter vom 19. und 20. Jahrhundert, zum Teil auch mit ganz modernen Tönen. Wie das ja auch da passt haut dabei. Vielleicht kann ich noch ganz kurz sagen, wen du dabei hast, natürlich als Maîtrise von der Kathedral, an der unter der Direktion von Marc Duster, die 10 Jahre auch schon Dirigent ist, das darf man auch vielleicht sagen. Und natürlich den Domorganisten Paul Breis spielt auf der symphonische Orgel Fichten Duxal. Und dann hören wir natürlich auch nach Militärmusik, Trompetisten, die Kontra an den Thomas Rutte, Daniel Serafini, den Marc Carles und nicht die Gläsner auf den Trommel für den Renker zu suchen. Interessant, wie Sie gerade den Chamberpräsident und noch den Premier, die schon da sind, wen alles an diesem Tedeum dabei ist, wenn wir von der Familie Grand Ducal schwätzen, das ist ein bisschen selbst wie heute Morgen an der Zeremonie an der Philharmonie, der Grand Duc und Grand Duchesse, Nef Großherzog Guillaume und Großherzogin Stephanie, dann der Prinz Felix und seine Frau Claire und Prinzen Louis und Sébastien. Bei zwei haben wir da schon genannt, der Premier und der Chamberpräsident, wen ist dann nach alle so gemeldet und offiziellen Invitien. Nun, die Regierung ist vertreten durch, wie schon gesagt, der Premier plus 3 Ministerin Maisch, Hansen und Hahn. Dann ist auch der Ehreststaatspräsident Jacques Santer dabei. Die Chamber ist vertreten durch den Chamberpräsident mit 22 Deputiert plus einen Europadeputierten. Der Conseil d'État durch den Präsident und 8 weitere Membern. Die Stadt Lützeburg durch die Bürgermeister und 7 weitere Membern vom Chef der Gemeinderat. Es sind 42 Ambassaden vertreten, es sind noch dabei 27 Konsuln, den General und 3 weitere Vertreter von der Armee, plus 2 Vertreter von der Polizei, 26 Vertreter von der Magistratur an den europäischen Gerichten, 25 Membres von den Association Patriotique, darunter 7 Fendelsträger, rund 30 Membres vom Clergé, 13 Vertreter von den anderen christlichen Kirchen an den anderen Kulten, darüber hinaus Vertreter von Administrationen, Schulen, verschiedene Invités particuliers und rund 120 Leute aus dem kirchlichen Raum. Exzeptionell dabei ist dieses Jahr auch eine Gruppe von 24 Amerikaner. Das sind die 500 offiziell Invités. Und für das Publikum, die ja auch vom Kardinal invitiert sind, bleiben ca. 400 still, also bald Talschicht. Wenn man so ein bisschen an die Kathedrale guckt, da ging es so, und die wären noch alle gut besetzt wahrscheinlich. Also es wird gut gefüllt gehen. Letzteburg hat schon de Moien an der Rede noch heieren feiert das Jahr ein besonderes Jubiläum und das ohne ausgerechnet haut der selber, geht um als Konstitution. So was es sind nämlich genau 175 Jahre, dass zu Letzteburg am Jahr 1840, so wie überall an Europa, die Revolution von den kleinen Leuten gegen die etablierte politische Regime ausgebracht ist. Zu Letzteburg war das gegen den König Großherzog Wilhelm II., das den da Knudler Perdreite gesehen. An gegen die liberale Regierung de la Fontaine. Die Regierung gouf aufgewählt, der König konnte bleiben. Aber hier muss eine Verfassung, die echt richtig Letzteburger Konstitution, akzeptieren. Akut sind quasi absolutistisch Privilegien beschnitten. An wegen Zufall Welt, gerade 23. Juni 1840, also genau haut op den Tag 475 Jahre, als die Verfassung von der Assemblée Constituante aufgestimmt ging. 1840, den 23. Juni, war also eine decisive Etappe Weg von der Demokratisierung zu Lützeburg.
De Wilhelm II. Huet die Verfassung vom 23. Juni und den 10. Juli 1840 sanktioniert an ugeholl an den 1. August as sie du a Kraft getrat. Gesinn ha grad Kamera bisssen durch Kathedral geht, also wie gesot Kathedral ass bis op de lächte Stuhl gefüllt, dat Dift also dann eng ganz feierlich Zeremonie gin. Komm man enke ganz kurz bei die Verfassung, wat huet de dann eigentlich Matzespruch de vu 1940? Nun die Konstitution von 1840 huet zu Lützeburg die konstitutionelle Monarchie angefordert, so wie se bis haut besteht. En plus huet sie die moderne Freiheit nach Bürgerrechte angefordert, wie Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit und so weiter. Zter hier hummer auch Chamber an hummer direkt legislativ Wahlen, dat heescht ohne Zwischeninstanzen, ohne Wahlmänner, die am Platz von anderen wählen. Auch von dat allgemeint Wahlrecht, wo sie all wählen können, recht vielmi spät, nämlich 1919, angefordert gin ass. Also 23. Juni 23 Juni 1840 175 Joer. Mei an dat is jo interessant. A gut enger Wort den 1. Juli tritt an Norlo die Neuverfassung a Kraft. Besteht an eng Verbindung zu der vun 1840? Nun die von 1840 war eng ganz fortschrittlich, eng quasi republikanisch Verfassung. Die gouf awer 1856 aufgelöst durch eng reaktionär Konstitution, no engem Staatsstrich vum Wilhelm III., dem Jung vum Wilhelm II. 1860 gouf die von 1840 nees naier Kraft gesät. Se goufe puermal geënnert an Cour de Route, an déi die mal lo haut hunn, die nei ass eng revidéiert eng reforméiert Fassung vun der vun 1840. Hun also 175 Joer, bei allen Änderungen dach och eng grös Kontinuitéit wär d'Verfassung vum Land ugeet. Wir werden natürlich lo großherzoglich Familie, die ist nach NRW. Vielleicht dann, wenn wir schon bei dem religiösen Gottesdienst stehen, wird dann halt nicht Rolle von der Kirche bei der Revolution 1840. Bei den revolutionären Ideen, der de Freiheitsrechter, die gefordert gowen, huet Kirche eng wichtig Rolle gespielt. Vom Bischof Laurent bis iwwer de Laiekomitee bis hin zum demals neu gegründeten Lützeburger Wort. Katholisch Kirche hat sich do verbünnt mat den klengen Erbichter an Handwerksleit an huet Martinen sozial a politisch Forderungen und Bourgeoisie, die Land regiert huet, gestalt. Bei den revolutionären Bewegungen, Protestmärsch an Demoen huet Kirche als solch keng Rolle gespielt. Do huet de Bischof so gut zu Frieden a Ruhe opgerufen. Obwohl dun hien vu Regierungszeit fir d' Revolution responsabel gemerk gin ass. Hier muss Europin Land verlossen an dürft nemi zurückkommen. Aber wie wär bei der Verfassung vun Demos, der naier Demos, wie wär dommer der Kirche? Der Kirche Ideen zum Beispiel direkt Wahlen am Platz wo Wahlmänner sie mat agefloss. Me bei der Form, die d'Verfassung dun ugeholl huet, weil sie strikt ergéint. Net wenns der Verfassung als solicher me, weil doran sie, am Unterschied zu allen anderen Gruppierungen, hier Rechter beschnitte krut. Kein Recht op freie Schulen, kein Recht op freie Ernennungen, kein Recht op freie Niederlassung vu Klostergemeinschaften an so weiter. Lützeburger Verfassung war am Fong eng Kopie vun der ganz liberaler Belscher Verfassung von 1831, wie Belsch gegrünnt gin ass. Just die Religiesartikeln goufen zu Lützeburg zum großen Deel net iwwerholl an durch reaktionäre Ersat, weil de Stadtkirch wollt weiterhin kontrollieren an as sie regieren. Dogent huet Kirch protestiert an dowinst kon ze sich mat der Verfassung demals net ufrinden, weil sie sich selber dobei als Parent pauvre degradéiert gefilt huet. Also 1840 dat Revolution der Verfassung matspricht war wichtig für Lützeburg. Wie geht dat dann halt zu Lands gefeiert? Nun du wurden as ja schon ganz vieles gesot gin an das Séance civil an der Philharmonie. Et war schon eng Science akademik en April zu Ettelbrig, weil dort zu Ettelbrig 1841 d'Assemblée Constituante getagt huet. An lo iwwer de Summer gëtt eng Expo iwwer 1840 Revolution zu Lützeburg am Nationalarchiv an der Staat. Die geht ugangs Juli op. A selbstverständlich kën do eng historisch Publikaoun dozo heraus, déi vun der Chamber patronéiert gëtt. Wir sind nur am Tedeum 2023 an der Kathedral Demos an dem Revolutionsjahr 1840 goufet dann do an Tedeum. Effektiv, an zwar den 6. Dezember 1840 Geburtstag vom Kindegroßherzog Wilhelm II., von dem jo choriert hatten. Just den Tag firrun, den 5. Dezember war die neue neoliberale Regierung Wilmar veredigt gin.
An ihren echten öffentlichen Optritt hat sie den 6. Dezember am Tedeum an der Niklauskirch, der heutiger Kathedral, den do gesungen gouf zu Ehre vom Wilhelm II. Dat war übrigens die letzten Tedeum für den Wilhelm II., weil ein paar Monate drauf als ein Unerwert gestorben. Als sein Fils Wilhelm III. Als nun auf den Thron kom. Die letzten Monarch von den Oranier-Nassau, den die Lützburger an die holländische Krone mit nie verbunden hat. Donner kommen heute zu Lützburg, wie gewusst, die von Nassau-Weilburg und 3, und das ist ja als 40 Dynastie bis heute. Ja, und ob die Vertreter von Haut werden wir von dieser Dynastie, die sie nach nicht kommen, an der Kathedral wahrscheinlich schon draußen, mehr aber nur noch nicht bannen. Wir sehen, das ist ziemlich schwer an der Kathedral, weil Temperaturen da draußen sind heiß, weil Schmeier gestern den ganzen Tag für all die Festivitäten, da muss ich noch schon an der Kathedral schien doch noch zu sehen. Wir sehen noch, du hast noch ein bisschen Weih-Vien. Es kommen also noch immer Leute ran, für bei dieser Festivität dabei zu sein. Ja, mir nur schon ein bisschen gewürgt, wie der durchziehen oder der feiert sich alles aus, wie der durch Haut so lofläuft. Das ist also die klassische Loflauf. Ne? An der Protokoll gesagt wir, dass also die Famille Grand Ducal bei der Seitenantrieb begrüßt wird vom Kardinal Jean-Claude Holrich, dem Erzbischof, der die Feier lädt, mit einer Delegation vom Klerus, auch mit den Vertretern, die heute interreligiösen Teilwerten gestalten, und zwar der Großrabbiner Alain Nakash, der Chef der Culte Musulman, den Hilmia Rezic, und auch der Pastor Volker Beber von der protestantisch reformierten Kirche. Sie werden als den ersten Teil gestalten. An lo mat Präzision rakommen, se gin ugefauerert vun de Grand Klären vun der Kathedral, uschlesend mis an de Klerus kommen an dann Famille Grand Ducal zum Schluss. Hier wenn sie sich dann natürlich Orlo von ihre Plätze na mir heieren, der Wilhelmus. Nee. Mehr heieren also net Wilhelmus, wie ich gesot hat. Normalerweise als dat van de Grand Duke mir nas noch net do. Dat toten ass eng Entrete, die ma heieren festiva vun eng belschen Organist, der Komponist Flo Peters geschrieben, Titulärorganist vun der Kathedral vu Malin, en Komponist aus dem 20. Jahrhundert, an net spielt dann den Polbereich den Domorganist. Am gesehen Lot an de Pastor Volker Beber von der protestantisch reformierter Kirche, der Chef der Culte Musulman Hilmia Rezic, hannen rund 4 Chanoinen, die werden de Kardinal herno enkadrieren, Edmond Ries, Claude Bach, Jean Eret an Patrick Müller, dann den Abt von Klief, Dom Michel Giraud, der Weihbischof Leo Wagner, anschließend der Kardinal Jean-Claude Holrich, Hanna Tim, den Pastor von der Kathedral, Tom Kerger Chanoine an de Jean-Pierre Reiners Zeremoniaire. An hannen Drunlo gesehen wir die Familie Grand Ducal. Da kommen also de Grand Duc und Grand Duchesse. So wie es angekündigt wird, Grand Duchesse nach immer an ihrem schönen blauen Ensemble, das auch schon de Moyen an der Philharmonie gedrohen hat. An hannen drun dann die großherzogliche Koppel, Guillaume und Stephanie.
C'est une grande joie pour nous de pouvoir célébrer ce Te Deum et de prier pour vous, pour la famille grand-ducale et pour tout notre pays. Je souhaite la bienvenue à Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur le ministre d'État, le gouvernement, les membres de la Chambre des députés, les membres du Conseil d'État, la magistrature, le Conseil communal de la ville de Luxembourg, vos excellences les ambassadeurs, aber ihr alle gut. Von Herzen willkommen, dass wir hier zusammen bieten können für als Grand-Duc, als Grand-Duchesse, für das Land. Je suis particulièrement heureux que cette prière se fasse ensemble avec nos frères des autres religions. Oui, nous sommes unis. Nous sommes tous citoyens de ce pays. Nous voulons tous participer à la vie publique, civique, avec vous tous. Et naturellement, tous les représentants des autres églises chrétiennes ici à Luxembourg, soyez les bienvenus de tout cœur. Et commençons nos prières. Als eerste vertreter mislo da kommen den Großrabbiner Alain Nakash, mat eng Gebiet dat all samstech an der Synagog fir de Grand-Duc as eng Famill verriicht gëtt. Gebiet op Franseich an op Hebräisch. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel éclaire sa face vers toi et qu'il te rende grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et qu'il repose sur toi la paix et la bénédiction. Yevarechecha Adonai ve'ishmerecha Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka Isa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Als zweiten heieren mal d'Ausfäung vum Chef de Culte Musulman Hilmi Jarret sich iwwer Respekt, Toleranz an ze Summe liewen an der Gesellschaft. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Allerbarmes, des Barmherzigen. Respekt und Toleranz sind die wichtigen Werte, die im Zusammenleben unerlässlich sind. Wir alle haben unterschiedliche Hintergründe, Erfahrungen und Überzeugungen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns einander mit Respekt und Toleranz begegnen und uns gegenseitig tolerieren. Gleichzeitig ist das Zusammenleben kein Selbstläufer. Es erfordert Arbeit und Engagement von uns allen, um ein friedliches und respektvolles Zusammenleben in unserer Gesellschaft zu gewährleisten. Wir alle haben eine Verantwortung, um eine angenehme und tolerante Umgebung hier in diesem Land, in Luxemburg, weiter zu schaffen. Das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen, Religionen und Gruppierungen ist eine große Herausforderung. Jedoch kann diese auch Chance und Bereicherung sein.
um voneinander zu lernen und Vorurteile abzubauen. In diesem Sinn sollten wir uns aktiv dafür einsetzen, Respekt und Toleranz in unseren Alltag zu integrieren, um zu einer harmonischen Gesellschaft beizutragen. In den Worten von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Friede sei mit ihm, gibt es viele Aussagen über das Zusammenleben in Gesellschaft, in Gemeinschaft. Er sagte unter anderem, Khairun Nasi anfa'uhum linnas. Die besten Männer und Frauen sind diejenigen, die am nützlichsten für die Gesellschaft sind. Deshalb betrachten wir uns als Partner und wollen unsere Beziehungen stärken und positive Veränderungen in unserer Gesellschaft bewirken. In einer richtigen Partnerschaft gibt es keine Untergeordneten. Jeder Partner trägt zu gleichen Teilen bei und arbeitet aktiv und hart, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Alleine können wir so wenig erreichen. Zusammen können wir so viel erreichen. Möge Gott uns stets dabei helfen. Amen. Lo no moslemische Beitrag kënnt an Gebiet vum Pasteur Volker Beber vun der protestantisch reforméierter Kirch fir d'Autoritéiten a besonnech fir de Grand Duc als Garant vun der nationaler Eenheet. En ce jour de la fête nationale et en référence aux mots de l'apôtre Paul dans sa première lettre à Timothée, adressons nos prières, nos supplications et notre action de grâce à Dieu pour tous les êtres humains qui cheminent avec nous. Prions en particulier pour le grand-duc Henri et tous ceux qui détiennent le service de l'autorité. Seigneur, permets que nous puissions vivre en paix dans le respect mutuel et la fraternité. Unissons maintenant nos cœurs en intercédant au nom de toutes les églises chrétiennes pour notre grand-duc Henri et la grand-duchesse Maria Teresa et prions pour tous les membres de la famille grand-ducale. Qu'ils soient entourés de ta constante bienveillance, Seigneur Dieu, et demeurent ainsi les garants de l'unité nationale luxembourgeoise. Amen. No dese Gebierder kënnt an lo dat dicht Steck vum Gabriel Fauré, den en Text vum franzésche Poet Jean Racine schon mat 19 Joer vertont huet. Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré, also 1865 ass dat komponiert ginn.
an lo as eng Lesung fir gesinn, gëtt virgelesest aus dem Psalm 71 iwwer de Kinnig, den sich ersetzt, besonnech fir die Kkleng a schwer an der Gesellschaft. Lekteur ass den Etienne Thiombiano aus dem Burkina Faso, Bankier a Lektor an der Kathedral. Lecture du psaume 71. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Il les rachète à l'oppression, à la violence. Leur sang est d'un grand prix à ses yeux. Qu'ils vivent, on lui donnera l'or de Saba. On priera sans relâche pour lui. Tous les jours, on le bénira. Que la terre jusqu'au sommet des montagnes soit un champ de blé, et ses épis onduleront comme la forêt du Liban. Que la ville devienne florissante comme l'herbe sur la terre. Que son nom dure toujours. Sous le soleil, que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre. Que tous les pays le disent bienheureux. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux. Toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Parole du Dieu vivant. An der Lesung kommen wir dann lo bei den Antwortgesang Gaudiamus Omnes in Domino, geschrieben von einem von den bekanntesten zeitgenössischen Komponisten für Kirchenmusik, dem Colin Morby, Organist der Chordirigent an der Westminster Cathedral, 2019 ist er gestorben.
An lo komme wir bei d Predigt vum Kardinal Jean-Claude Tollrich, dem Erzbischof vu Lützeburg, an so wie all Joer si immer ganz gespannt op wetten seht. Altesse Royale, die Damen und die Herren, es geht ich vielleicht wie mir. Es sind immer gespannt, Neues an der Philharmonie für dort reden zu lauschen. Weil da geht immer ganz viel Gutes gesagt. Von einem Hilfe nachzudenken, sich bewusst zu gehen, was das letzte Mal Volk wat eis alle Guten ausmischt. Guf gesot, mir feiern als Vergangenheit, als Gegenwart, aber gucken an Zukunft. Et guf gesot, dass Traditionen ganz wichtig sind, nicht nur in der Vergangenheit. Mit den Traditionen haben die Gegenwart geprägt, an der wir leben. Und ich muss sagen, dass ich da aufriss bin. So in den vielen Traditionen zu Lützeburg auch religiöse Traditionen, katholische Traditionen mit dabei sind. Die Oktav, Sprangprozession, Kirmessen, also vieles anderes. Mehr sind da langem gibt es doch heute zu Lützeburg eine jüdische Tradition. Am Monolog ganz neue Traditionsstränge, die dabei kommen. Ich denke an den Islam, aber auch an die anderen christlichen Gemeinschaften, die neben der katholischen Kirche zu Lützeburg liebig sind. Und das ein Grund für aufrecht zu sein. Wir sehen die verschiedenen Traditionen nicht als eine Konkurrenz. Das ist auch mehr wie eine Toleranz. Toleranz ist schon ein Begriff, 18. Jahrhundert, größtenteils, wo es Schluss mit den anderen leben. Geht das durch, was gemeinsam abzustellen? Nee. Ich meine, wir müssen von dem anderen lehren. Und ich schwätze da nicht nur von religiösen Traditionen, ich gebe auch ganz gern all die Denktraditionen abschließen, die nicht religiös sind. Wir müssen von dem anderen lehren. Und so etabliert sich ein neues Equiliber, das eine Plattform ist, für in Zukunft zu gehen. Ja, Identitäten sind gerade wie Traditionen immer am Wandel. Die Leute, die als Arjede wollen, man kann uns erinnern, Zweiter Weltkrieg, dass Identität fix wird, stabil wird, und mich auszeichnen von all den anderen, da das ein großer Irrweg. Wir brauchen aber für das Staat eine Zukunft tut, das Element von der Gerechtigkeit, was an der Lesung vorkommt. Am Alten Testament geht Königtum, Monarchie immer mit Gerechtigkeit verbunden. Der Monarch ist der Garant für Gerechtigkeit. Wir haben viele Strukturen für Gerechtigkeit in unserem Land. Und das ist flott. Und es sind aufrecht darüber. Die Krisen, die wir haben, haben die Gefahr an sich, dass ein Kind Leid von der Gerechtigkeit ausschließen. Das wäre ganz fatal.
Jidverein heit zu Lettzeburg muss ein Deel sinn von enger Solidargemeinschaft, wo Jidverein ein Ausspruch op Gerechtigkeit tut. Für zu wissen, ob es das gelingt, ist das ganz einfach. Muss auf die Ärmst gucken. Die Ärmst, die muss leben können. Die muss nicht nur just vegetieren können. Die muss schon noch etwas leisten können, was Frieden am Leben möchte. Die Ärmst an unserer Gesellschaft müssen die Kriterien sein, dass als Letztebäuer sind, als Staatssinn nach eng Zukunft tut. Und es sind gerade wie dir überzeugt, dass es eine große Zukunft tut. Aber die Gerechtigkeit, die hat schon aus sich einen universellen Ausspruch. Das heißt, ich kann nicht für Gerechtigkeit als zu Letzteburg antreten, ohne den Leuten, die noch nicht zu einer Gruppe gehören, Gerechtigkeit ugedeihen lassen. Gerechtigkeit ist eine universelle Valeur. An Gerechtigkeit müssen wir mit dem Bisschen, was wir können, so realistisch sind, mit dem Bisschen, was wir können, gucken, dass die Gerechtigkeit offen ist für alle Members von der Weltbevölkerung. Aber wenn ich dann den Asylkompromiss über die Flüchtlinge, wenn ich davon lese, da freue ich mich auf der einen Seite, dass es der Europäischen Union gelingt, für eine Haltung zu suchen. Dass sie sich noch viel politischem Gestreit, was normal ist am politischen Geschäft, dass sie sich dort zu engem Kompromiss durchringen konnte. Ich bin aber froh, dass das Europaparlament noch darüber debattiert. Weil an dem Kompromiss muss ich gucken, dass sie nicht gemäht wird auf die Kosten von den Schwestern. Wie geht es so an den Lagern von Libyen? Wollen wir das generalisieren? Wollen wir wirklich, dass Frau Akanner von einem Mann, den er bei uns geschafft hat, müssen auf der Grenze an Lager sein und nicht dürfen rankommen? Wenn wir das so definieren, haben wir danach einen Ausspruch für den moralischen Zeigefinger par rapport zum Rest von der Welt, so als Europäer. Oder so, und der ist nicht immer, ja, wir drecken den Nazi, wenn wir Irsch gesehen, und die muss dann aber eine Art so drecken an Eisen lagern, die wir so darum machen. Da ist Gerechtigkeit gefroht. Weil ohne Gerechtigkeit können wir auch die großen Frohen nicht umgehen, die unserer Welt gestaltet sind. Und die größte Problem ist sicher die Klimakrise. Wie können wir das umgehen? Wie können wir da sozusagen, und da kommen Religionen ans Spiel, weil die Politiker können nichts machen, wenn das Bewusstsein von den Leuten sich nicht ändert. Wir müssen unser Bewusstsein ändern, für das Politik da Kanäle mit machen. Da müsste wir schon am Fongel aufhängen dann. Oder ich meine, der Kardinal, der Weihbischof, der Großrabbiner, der Imam. Ne? Wir müssten da ein Zeichen setzen. Weil wir sind Teil von dieser Gesellschaft. Vielleicht hat den anderen gedacht, was schwätzt der kein nur da über Politik ein. Ne? Nee, ich schwätze nicht über Politik. Das sind Parteien, die debattieren, was sie machen ist. Die verschiedenen Lesungsvorschläge abbringen, man nicht schwätzen. Und dann kommt es zu einer Lesung. Nee,
Ich schwätze von dem Engagement, dem wir müssen hun als Religionen an der Zivilgesellschaft. Wir sind nicht der Feind von irgendeinem als Religion. Wir wollen mit alle Leute zusammen schaffen. Wir verteidigen Religionen an sich. Und dann mit all den Leuten, die keine Religion haben. Das ist schon nicht mehr schlecht, Leute, auf Insta. Zusammen schaffen, für das es den Menschen besser geht. Es sind überzeugt, dass du den Punkt leid, wo man nach Brett sind für eine Zukunft. Schon von Tradition, von Identität angefangen zu schwätzen. Was wir Lützeburg und hier als Monarchie? Das ist mehr wie eine Tradition. Das ist ein Teil von unserer DNA. Das ist ein Teil von dem, was es heißt, Lützeburger zu sein. Als Identität zu haben. Altesse Royale, ich fand das so schön, wie dir es fertig bringt, bei all ihren Visiten, an ihrer ganzen Arbeit, die komplexe Realität von Lützeburg Haut zu würdigen. Damit erfüllt er vollkommen Troll von der Monarchie. Für Haut eine pluralistische Gesellschaft zu Lützeburg. Wir sind stolz auf unser Grand Duc, auf unsere Grand Duchesse. Vive der Grand Duc, vive die Grand Duchesse, vive großherzogliche Familie, vive Lützeburg, Europa, an alle Menschen auf der Welt. Amen. Dann ist ein ganz engagéiert Predigt vom Kardinal an dem Erzbischof dem Jean-Claude Tollerich. An Dono kommen wir dann rüber an die Fürbitten, die auch durch den angelegt gehen, an der Viergedrohung von Martin Reichertz, Präsidentin vom Fonds National de la Recherche, auch vom Mediahaus Lützeburg. Kann ich vielleicht die verschiedenen Stichworte von der Predigt wiederholen. Tradition, die wichtig als die Vergangenheit der Gegenwart, Identitäten am Wandel, Element von der Gerechtigkeit, Klimakrise und Monarchie an der pluralistischen Gesellschaft. Frères et sœurs, faisons monter maintenant, avec foi et ferveur, notre supplication vers Dieu le Père, de qui vient toute bonté. Prions pour tous les habitants de notre chère patrie. Seigneur, multiplie tes bénédictions et resserre les liens d'unité entre tous ceux qui sont appelés à œuvrer ensemble pour un monde de justice et de paix durable. Wir beten für all verantwortliche Politikerinnen und Politiker am Staat wie an den Gemengen, auch für all Frauen und Männer, die sich an Europa, an op Landesniveau für die Rechte und die Wohl von allen Menschen ersetzen. Prions pour les personnes dans les zones de guerre, à travers le monde entier, pour ceux qui ont dû fuir l'horreur de la violence, pour tous ceux qui s'engagent au prix de leur vie à repousser l'ennemi en protégeant les plus faibles et ceux qui sont persécutés. Wir beten für all Frauen und Männer, die ihre Ideen und ihren Engagement für andere mit ihrem Leben bezahlen. Dabei wollen wir besonders
auch all denen nicht vergessen, die am Dingst von unserer Hemischt auf die Freiheit und Unabhängigkeit gestorben sind. Unissons maintenant nos cœurs dans un même esprit et intercédons tous ensemble pour le grand-duc Henri, la grande-duchesse Maria Teresa et tous les membres de la famille grand-ducale. Que le Seigneur les entoure de sa constante bienveillance, les protège et les garde. Am heieren Loden Dominis Salvum Fakt dat speziell gebiert fir de Staatschef an enger Komposition vum Ferner Mertens an dem Salvum Fakt ass mat verschafft, dat bekannten Oktavlied klagt in Leid. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus, Deus cui omnis potestes et dignitas famulatur, da famulo tuo magno duci nostro Enrico, prosperum sue dignitatis effectum, in quate semper timeat, tibique iugiter placere contendat, per Christum Dominum nostrum. Ja, wir wären beim Komponist Ferner Mertens an haier soch sing Sonnerie National.
an no der Sonnerie National komme lo bei Tabstick, dat der Feier den umgin huet, den Te Deum Laudamus, gregorianischen Hymnus aus dem 4. Jahrhundert, Loe van Danklied, woméiglich komponiert vum Ambrosius vu Mailand. Mat als lächtem Satz ganz feierlich den In te Dominis Beravi vum Carlo Rommel, de wie schon gesot, des Joer sei 70. Anniversär gefeiert hett. Den Te Deum gëtt ugestimmt vum Klerus an dann iwwerhëlt Metris. Yeah.
Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu. Benedictus es Domine in firmamento celi. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus, Deus cuius misericordiae non est numerus, et bonitatis infinitus est thesaurus. Pissime maestati Tue procolatis donis gratias agimus, Tuam semper clementiam exorantes, ut qui petentibus postulata concedis, eosdem non deserens, ad premia futura disponas, per Christum Dominum nostrum. Und dann einen feierlichen Heichpunkt, den Aufschluss vom Tedeum als hemischt. Oh
an Domerzimmer en vum Tedeum ukom, Duegel spielt ganz feierlich eng Sorti, Toccata en Sol majeur vum franzéschen Organist a Komponist Theodore Dubois. Ganz bekannt an der Hirwind, kann vielleicht so Mutter Gottes war kurz ageblennt gehen bei der zweite Strophe von der Hemicht, an sie huet haut den extra Ragoden, anzwer weißen Rack von 1950 mat denen 12 Wopen vun den Kantone vu ganz Lettzeburg, die sie also umrak dreht, an Jesus Kanter dreht also d'Wope vum Popst, dem muss den Pius XII, den Bischof Lommel an den Bischof Philipp. Also ganz passend kleet haut fir Nationalfeier der muss da noch dazu präzisieren. Gesicht gehen. Ja, wir sind im Ende am Funkshow von diesem Tedeum. Großherzoglich Familie wird an Orlot Kathedral verlosen. Man erwähnt, da wäre der Grand Duke und Grand Duchesse Maria Theresa, den Großherzog Guillaume und die Großherzogin Stephanie und dann aber auch Prinzen Sebastian, Louis, Felix und Prinzessin Claire. An fir sie geht an noch loe menggeneg eng Läng Feier benennen. 2D-Läng wäre jo ganz viel Rendevous fir se. Fir Reis wäret dat noch fir den Rendevous vun Hautet hat man gesot eng ganz impressionantriert oder predigt nees vum Bischof, vum Erzbischof, Gerechtigkeit a vun den vielen Traditionen an de vielen Probleme, mat denen man ze kämpfen, wo man just gerecht zu summen können. Bis hin zur Klimakrise, an dem Bewusstsein, was man muss ändern, Trillionen, die auch hier Rolle zu spielen und an der Zivilgesellschaft auf vielleicht ein Zeche sollte sitzen, zu Summe schaffen für die Menschen alle Guten, und dann schließlich als letzter Punkt Monarchie an der pluralistischer Gesellschaft als ein Teil von Lützeburg und von unserer Identität. Sonne Schimutz, merci, Herr Hellinghausen, für diesen Kommentar für den Tedeum 2023. Da werden wir lob das nächste Jahr auf den nächsten Nationalfeiertag. Ich denke, auf vielen Plätzen am Land wird heute noch gefeiert gehen, ob man denkt Tedeum oder so feierlich geht. Merci für Merci auch an schönen Moment.